Aufgabe 7 meines Blind Daten begrüßen wir einen der einzigartigsten Content Creator Deutschlands, Cody. Mit seinem unzertrennlichen Wingman Cem an seiner Seite begibt sich Cody auf eine außergewöhnliche Mission. Was ist meine bessere Hälfte? Er sucht eine Frau, die, nun ja, genau ist wie Cem. Nur in weiblich halt. Oh, und was wäre eine absolute Red Flag? Nicht Jam. Hinter dem weißen Vorhang stehen 7 faszinierende Damen, die Codys Herz erobern wollen. In jeder Runde wählt er aus, wer die Chance hat, weiter um sein Herz zu kämpfen und wer gehen muss, bis am Ende nur noch eine übrig bleibt. Wird Cody die Frau finden, mit der er seine sexuellen Fantasien ausleben kann? Ey, Digga, er hat Gear 5 T-Shirt, Ehrenmann. Ich mag Cody. Auch so mit Mundspucken und so. Wenn du Bock drauf hast. Laut Analyse haben wir Paul, Dank Freeze am ersten Jahr, Dankeschön. viele mit Daddy-Issues. Ich liebe es zu gönnen. In dieser Folge finden wir es heraus. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die 100 abonniert haben, verlosen Euro. wir wie immer 100 Euro. Also, viel Glück und jetzt geht's in die Folge. 3, 2, 1. Was ist dein erster Gedanke? Keine offenen Schuhe leider, außer eine, so halb stark. Aber ich kann keine Zehennägel sehen, das ist ein bisschen schade. Sie zeigt die. Okay. Smash, auf jeden Fall. Aber bei Füßen brauche ich eine professionelle Meinung nochmal. Hier, deswegen. Das ist dein Wingman? Das ist mein Wingman. Wartet, okay. Also, wer bist du? Ich bin Jam. Hi. Ich bin die professionelle Meinung hier. Oh, nicht schlecht. Dürfen wir die anfassen oder ist das... Zu viel ist gut. Oh, ach so. Er fasst sie direkt an. Digga, Boah, halt dein Alter. Maul, Und? Alter. Ja, doch, nice. Ja? Safe. Also, ein bisschen groß, aber French ist auf jeden Fall sexy, deswegen, Digga. Kennt sich voll aus. Ist so Füße so ein Ding für dich? Ja. Für dich? Ja, je größer der Fuß, desto größer die Zehen. Welche Schuhe findest du direkt am Anfang am besten? Nummer 2, die sind sehr nice. Ja? Feier ich. Nummer 2, was hast du für eine Schuhgröße? 38,5. Eine normale Größe. Stark. Kann man machen. Safe. Stehst du eher so auf Sneaker oder auf Stiefel? Ich finde beides nice. Ich mache da gar keinen Unterschied, sag ich ehrlich. Und nackte Füße findest du auch gut? Auch sehr, sehr cool, ja. Safe. Fußfetisch ein Ding bei euch? Ja, ich würde jetzt nicht Fetisch sagen, aber ist schon wichtig. Schon wirklich? Ja, hey, also voll viele Frauen achten ja auf Hände zum Beispiel, weißt du? Ja? Also für mich sagt das aus, ob die Frau einen Wert. Bei mir ist auch Hände. Ich gucke sehr auf Hände, aber mir ist alles egal. Hauptsache dicke Titten. Ja, Jungs, wo seid ihr? Auf ihre Hygiene und so. Spaß. Deswegen. Hast du ein Mitspracherecht bei seinen Girls? Safe. Ja. Ich helfe. Ich bin nur für den Support hier. Süß. Okay, hast du eine erste Frage? Mal kurz weg von den Füßen so. Was hört ihr für Musik? Das würde ich gerne wissen. Und dann Summerhits. eure Top 3 Künstler. Das ist mir sehr wichtig, ja. Andreas Burani, Michael Jackson, Taylor Swift. Kommt immer drauf an, wenn ich feiern gehe, geht's? dann höre ich eher so Techno-Musik, weil das einfach chilligere Leute sind. Privat zu Hause so Deutschrap, Apache ist ganz oben dabei. Alte Deutschlieder halt. Hast du auch Schlager? Eher, nein. Okay. Nein. Sorry. Ja, eher so in die Rap-Hip-Hop-Richtung auf jeden Fall. Okay, Top 3 Künstler. Apache hast du gesagt? iLiver ist auch dabei. Heartbroken. Wer? Ja, der dritte fällt mir jetzt irgendwie nicht ein. Ja, ist was. Okay, Kandidatin Nummer 2. Was sind deine Top 3 Künstler? Also ich höre mehr so R&B oder Ami-Rap und meine Top 3 Künstler auf jeden Fall Polo Eminem. G, A Boogie with the Hoodie und 21 Savage. Keiner von denen noch nie gehört. Ist aber nicht so R&B eigentlich. Bei R&B halt so SZA oder Bryson Tiller oder so. Stark, okay. Kandidatin Nummer 3. Wie sieht's bei dir aus mit Musik? Ich liebe so Rihanna und EDM-Musik. Was ist das? Rihanna. Nein, EDM. EDM ist so wie bei White Club Dome. Warte, ist das nicht so auch Techno-mäßig? Haus? So in die Haus Richtung? in die Richtung, so entspannt, Sommer-Vibes. Aber mit Stimmen. Du lebst hinterm Mond. Ich bin eher, ja, ist mir aber auch egal. Also was Musik angeht, lebe ich wirklich hinterm Mond. Das ist mir alles so egal. Das wisst ihr gar nicht. Ich weiß, das ist von vielen so ein Ding, ne? Ich greife euch auch damit an, wenn ich euch sage, dass es mich alles nicht juckt. Ich weiß. Aber es juckt mich halt einfach nicht. Digga, ich habe keine Ahnung, wenn ich einen Song höre, ich weiß nicht von wem und wie der Song heißt. Ich weiß nur immer die Melodie. Zum Beispiel geiler Song, ich habe keine Ahnung von wem, ich weiß nicht. Okay, er ist Chemical, das weiß ich, aber von Kanye oder so, glaube ich. Ne? Ja, genau, Ja, ja, auch. Ja. Kandidatin Nummer 4. Wie sieht's bei Post dir Malone, ja, Post Malone dann, weiß ich nicht. aus? Was sind deine Top 3 Künstler? Also einmal auf jeden Fall Scheiß drauf. Reezy, dann Luciano, Shirin und Faroon. Also Shireen?
Ich bin so ein bisschen auf Trap, Hip-Hop, Rap. Aber nur Deutschrap oder hörst du auch Englisch? Ja, beides. Kandidatin Nummer 5. Bei mir sehr ähnlich. Also ich bin komplett auch im Deutschrap-Bereich, eher so Ja, Deutschrap ist Newcomer. Ich weiß nicht, ob Arschritze. Icon euch was sagt. Ja. Ja, safe. Also da auf jeden Fall. Platz 1 ist Hood Black, Bobby Van Damme, aber auch Englisch, Eminem. Ja, so in die Richtung. Kandidatin Nummer 6. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist die Nummer 1 Shindy, die Nummer 2 Monet. Warte mal. M&M. Digga, warte mal. Nummer 6. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist die Nummer 1 Shindy. Okay, ich will jetzt wirklich nicht den machen, ne? Und ich weiß, ich werde wahrscheinlich eine Hatewelle bekommen, die ich noch nie in meinem ganzen Leben bekommen habe, Digga. Aber ich dachte immer, Shindy wäre eine Frau. Warum ist das ein Mann? Weil wenn man Shindy hört, dann denkt man sich ja Shindy halt. Weil das so ein Mädchenname ist. Er denkt Cindy. Nein, aber Shindy? Aber ihr könnt checken, dass wenn man nicht in diesem ganzen Musikgame drin ist und man Shindy hört, dass man dann halt mal denken kann, dass das halt eine Frau ist. Oder nicht? Für euch ist das so klar. Was labert der Hurensohn? Shindy. Digga, ich hab gar keine Ahnung davon. Die Nummer 2 Monet, Nummer 3 Billa Joe und Nummer 4 Shirin David. Stark. Ah, okay. Nummer 6 überzeugt. Und Kandidatin Nummer 7. Bei mir ist Nummer 1 Playboy Cardi, Nummer 2 Nemo, Nummer 3 Jazik und Digga, einfach Nemo. Nummer 4 auch Shirin David. Dein Wingman ist überzeugt. Was macht Shirin David für Musik, dass da jeder die sagt? Shirin David, ich wusste nicht, was das für Musik macht. Oh mein Gott. Baby, gib ihm. Step in die Soiree, Attitude sneaky. Kronleuchter separé, steh auf Schickimicki. Donatella an meinem Hals, doch die Schuhe Jimmy. Lass hier weiter schauen. Der feiert halt mehr Playboy Cardi. So Ja. den Shit. Basierend auf diesen Antworten, auf diesen Schuhen, müsst ihr jetzt, also zusammen wahrscheinlich, müsst ihr Digga, jetzt du weißt ja, was ich zusammen... höre. Ja, eben. Also ich bin sehr R&B-lastig so. Und Deutschrap auch, so Billa Joe, Reezy, so die Richtung. Mach die Camps nicht ganz im Rand. Event Wohnsigi, oder? Ikonen alle, Du niemand. musst jetzt eine rauswählen. Also 2 bleibt auf jeden Fall drin. Boah, schwer, Mann. Ey, war das Nummer 1 mit Haus oder Und Techno? I Live. Ja, Techno halt bei zum Liver. Feiern gehen so. Privat nicht. Nee, privat halt eher Deutschrap oder halt generell mich Rap. nicht. Ja, ich sag ehrlich, 1 oder 5. Nummer 7, was hast du für eine Schuhgröße? Also, ich weiß, meine Füße sehen gerade echt groß aus, aber ich musste die Schuhe 1,5 Nummern größer nehmen, weil es Stiefel sind. Okay, also meine Schuhgröße ist 38. Die bleibt. Ja, die bleibt. Die bleibt. Die bleibt. Die hat ihre Füße sehr gut geredet gerade auch, weißt du? Deswegen. Boah, ihr habt ein ganz Was denn, weirdes Digga? Aus. Okay, cool. Hey, safe, ich bin bei euch. Was? Aber ihr müsst jetzt einen Okay, raus. Ja, Die können warum 5? Okay. ja, okay. Dann Kandidatin Nummer 5. Du musst jetzt hervorkommen. Ach so, okay, check. Ich dachte, den die gerade gefragt haben, wer 5 war 7. Hey, 5 ist doch Icon gewesen. Nein, das ist 6. Das ist die mit Air Force. Oh, fuck. Warte, ganz kurz. Wer war das mit... Hey, warte. Wow. Turn back. Okay, warte, zurück. Also wer muss raus? Nummer 6. War das mit Icon, ne? Nee, ich war Billa Joe. Du Idiot, Alter. Hä? Wer war das denn mit Icon? Das war Nummer 5, ich war doch richtig. Ja. Ja. Oh, dann Ja, nehme ich alles zurück, was ich vorhin zu Ja, Nummer 5 krass. gesagt Das ist habe. der Weil ich Wingman meinte auf jeden Nummer Fall. 6. Dann Kandidatin Nummer 5. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi, Was geht, alles klar? Danke, dass du da Gerne, warst. gerne. Ciao. Dann nächste Runde. Die Mauern sind auch alle maxed. Alles, was weiß war maxed. Okay. Okay. Boah. 3 ist krass. 4 ist krass. Welches Outfit sticht euch am ehesten ins Gesicht? Ins Auge? Ja, safe. Nummer 4. Nummer 4. Finde ich nice, ja. Stehst du auf Bauchnabelpiercing? Ja, ich stehe auf Piercings. Nummer 3, auch krass. Auch sehr sexy. Und welches findest du nicht so nice? Nummer 1, muss ich Das ist doch ein sagen. Classic. Ja, keine Ahnung. Feier ich halt nicht. Sorry, Nummer 1. Aua. Wie findest du die Schuhe von Nummer 6? Was war das? Er denkt noch 3 ist krass. 3. Findet ihr 3 nicht cool? Nice, doch. Auf jeden Fall. Gefällt mir doch. Die sind halt 2 Nummern größer, aber ja. Welches findest du am besten? 4 und 5 spricht mich an. Warum 5? Nee. Also ist ja einfach nur eine Legend so. Ja, wegen den Tattoos. Nee, von was reden wir gerade? Nee, ich rede von 4. Ich dachte 4 gerade. Nevermind, 3. Hä, aber 3 hat doch so klein. Nee, macht Sinn. Okay, basierend darauf, ihr müsst jetzt eine Frage stellen. Als Wingman, was sagst du? Was sind eure Fetische? Ehre. Kandidatin Nummer 1, was sind deine Mein Fetische? Fetisch, mein Fetisch kann ich und will ich nicht im Stream sagen und habe ich noch nie jemandem auf diesem Planeten gesagt. Ich kann das einfach nicht. Also ich schäme mich für meinen Fetisch.
Säure. Ja, okay, actually, ja, okay. Fickt euch. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Fetisch, würde ich sagen. Ich mag es halt einfach lieber, wenn der Mann der sehr dominante Part ist. Oh, Daddy-mäßig. Und Sehr ich- dominant. Ja, Also so. auch so mit Mundspucken und so. Wenn du Bock drauf hast, mach das. Okay. Demnach bin ich halt dann eher nicht so dominant. Aber nicht so diese Seesterne einfach, ne? Ja, das ist ja langweilig. Kandidatin Nummer 2. Also ich habe nicht wirklich so Fetische, aber ich würde auch sagen eher das Dominantere und dass er halt weiß, was er macht einfach. Auch so neue Sachen ausprobieren finde ich gut. Bisschen Akzent, wenn die rollt das eher so. Ja. Cute. Der Jam macht das auch immer. Mach das auch Ich immer. weiß, das ist echt cute. Kommst du aus dem Süden? Nee, ohne Seife. Ja. Kandidatin Nummer 3. Das mache ich auch immer. Wirklich auch gar kein Fetisch. Ich würde einfach sagen, gegenseitiger Respekt, das ist mir wichtig. Wifi-Material. Ja. Kandidatin 4. Ich schließe mich den Kandidaten 1 und 2 an. Ich mag auch eher dominantere Männer. Und wenn sie eben die Führung übernehmen Was ist das für ein Akzent? und wenn es abwechslungsreich ist. Kandidatin Nummer 5. Also wenn du gerne neue Sachen ausprobierst, würde ich die auch gerne mit dir ausprobieren. Ich mag es auch, wenn der Mann dominant ist, aber ich habe auch kein Problem damit, die dominante... Schwäbisch, ja, lecker mal doch immer Arsch, Ritzler, Kortschler. Bist du dominant? Nee, Digga, also, nee. Also, ich überlege gerade, aber nee. Also auf gar keinen Fall. Ich bin normal, I guess. Wirklich. Oh, das ist crazy. Das ist crazy, ja. Sehr, sehr, sehr Findest stark. du gut? Ja. Machst du bei dem Format auch mal mit? Ich werde nie wieder bei so einem Dating-Format mitmachen. Nie wieder. Habe ich mir geschworen. Nie wieder. Weil Revi war das erste und letzte Mal. Außer, so, Digga, einmal einer hat mir an Haare gezogen und so. Voll übertrieben. Ernst. Aber du darfst schon an Haare ziehen. Wenn das okay ist für Warum, die, Digga? ne? Weil das einfach scheiße cringe war. Das war einfach scheiße. Okay. Also ich feiere es selber nicht, sag dir ehrlich. Okay, fair. Kandidatin Nummer 6. Also ich mag auch eher das Dominante, also sei es Spielst von du meiner Seite oder Minecraft? seiner Ja, Seite aus. Und ich Fresse. würde halt auch so bei eigentlich fast allem immer dabei sein. Also Digga, ich wurde da durchgezwungen, Alter. Wenn ihr wüsstet, Mann. Das war so scheiße alles. Digga, das war so kacke. Ich geh da hin. Junge, irgendwie, alle, die da waren, sind so Revi-Mitarbeiter, Junge. Und dann muss ich da irgendwie eine rauspicken, damit das Video vorbei ist, Alter. Das war Den so lassen sich gerne scheiße. dominieren und 2 von denen machen es beides. Was ist dein Fetisch? Ich habe keinen besonderen Fetisch jetzt so. Ey, ich habe eine krasse Sache. Das finde ich voll geil, Mann. Wenn man an meinen Nippeln rumspielt einfach. Weißt du? Meine Freunde lachen mich immer aus, deswegen. Nein, oh, das war ein Joke von mir. War nicht so gemeint. Das ist okay. Ist okay, Bro. Nee, ich mag Passiert. auch abwechslungsreich. Manchmal einfach so ausrasten, weißt du? Und manchmal auch so mit Gefühl, mit Liebe, mit Kuscheln, so, weißt du? Oh, süß. Check Du musst ich. jetzt aber basierend auf diesen Antworten eine rauswählen. Oder Jam. Jam muss sie rauswählen, actually. Das ist ja Jams Runde. Ich hoffe, du machst das Richtige, Bruder. Also laut Analyse haben wir hier viele mit Daddy-Issues. Das ist eine sehr knifflige Lage, in der wir uns hier befinden. Du weißt ja, wie ich f***e, deswegen. Ja, deswegen muss eigentlich... Eigentlich musst du sagen. Sie kennen, Bruder. Ja, okay. Voll süß, Wallah. Ja, ist auch wahr, ist auch ernst, wahr. ne? So ein bisschen so cute, diese mit Oversize Ne? und so. Ja. Denk nicht nach, denk nicht nach. Mach einfach. Ihr könnt ja euch auch die Outfits angucken. Könnt ihr euch einmal drehen, alle? Oh mein Gott. Aha. Boah, das fände ich so schlimm. Das wäre mir so unangenehm. Jo, ihr solltet euch einfach nur einmal umdrehen, hä? Hallo, die zeigen Also- alle krassen Nein, Commitment. ihr solltet einfach nur einen 360 machen, Mädels. Nee, aber die sahen alle von hinten richtig gut aus. Krass. Ja. Hast du so drauf geguckt jetzt? Du musst eine ja, auswählen. okay. Nummer 1, sorry. Nummer 1, du hast leider nicht fetter Arsch. Raus! Wegen dem Outfit. Von dem, was ich gesehen habe, ist nicht meins einfach. Mit dem, ach, Ja. okay. Hä, Outfit doch auch, habe ich doch Ja, gesagt. okay, verstehe ich. Okay, Kandidatin Nummer 1. Du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Oh, du siehst voll schön aus. Oh, du riechst gut. Digga, die sollen aufhören. Petition, wer macht mit bei Petitionen? Die sollen aufhören, wenn jemand da reinkommt, zu sagen, oh, du siehst so schön aus. Weil entweder die sagen, oh, du siehst so schön aus, oder die sagen einfach gar nichts. Und dann weiß man ja schon, okay, der sieht anscheinend nicht so schön aus, wenn da nichts gesagt wird. Die müssen damit aufhören. Voll schöne Haare, voll schön gebräunt. Ja, voll schöne Haare, ja, Mann. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Also entweder die sagen bei jedem. Unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden hat man 15 Monate. Malte, dein Freund am 15. Tschüss. Okay, jetzt geht's Also- direkt weiter und ihr müsst noch eine rauswählen. Habt ihr noch eine Frage? Mach Nagelcheck, Nagelcheck. Zeig mal kurz eure Hände, ja. Stark. Wow, Nummer 1 zittert so sehr. Alles gut, Schatz. Und Nummer 1 ist dir kalt? Alles Na, gut, das ist nervös. Schatz. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Stark. Was mit dir hier? Nummer... Zeig doch trotzdem. Nein, das sieht voll schlimm aus. Guck mal, erstmal mit den Füßen hat die Ausrede gehabt, ne? Jetzt auf einmal mit den Händen.
Schaut ihr Animes? Und wenn ja, was ist euer Lieblings? Gute Frage. Gott, du stellst so viele Fragen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Ja, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht mal, was das hier ist, Alter. Nee. Also, ich habe schon Animes geschaut und mein Lieblingsanime ist Attack on Titan. Kandidatin 2. Ich muss sagen, Animes schaue ich nicht so oft, aber Wie bitte? Animes? Raus! Was ist das denn? Kandidatin 2. ich muss sagen, Animes schaue ich nicht so oft, aber ich liebte Animes. früher Avatar, Herr der Elemente. Also ja, W, aber das ist kein Anime. Das ist kein Anime, oh mein Gott. An sich ist ein Anime, Bruder. Ich habe früher viel Anime geschaut, jetzt schaue ich es eher nicht so, aber ich war ja trotzdem noch Detektiv Conan und One Piece und so. Was heißt Oh mein One Piece, Digga. früher? Also so mit 16 aufwärts, 18 so. Wie alt bist du denn? 24. Kandidatin 4. Welchen 20. Anime schaust du? Ich habe mal bei Naruto reingeschaut und ich habe Dota 2 geschaut. Kandidatin Nummer Dota 2? welchen Anime schaust du? Ich habe mal bei Naruto reingeschaut und ich habe Dota 2. Bruder, es gibt eine Dota-Serie? Digga, was? Das ist ein Spiel. Es gibt einfach eine Serie davon. What the fuck, Mann? Ja, okay, es gibt auch eine League of Legends-Serie, ne? Geschaut. Das ist das Kandidatin Nummer Gleiche. 5. Ich habe actually mal Dota 2 gespielt. Ich leake das jetzt. Und ich bin stolz drauf. Ich bin Dota 2-Spieler. Ich habe einmal Naruto angefangen, aber ich habe es nie zu Ende geguckt. Das ist schon mau. Ich sag ehrlich, ich bin zwischen 4 und 5 jetzt gerade. Eigentlich ist ist klar. sehr obvious. Ja. Ist schon sehr, sehr obvious, Digga. Nummer 5, du bist es. Dann Kandidatin Nummer 5. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Es geht, aber eine hübsche, eine süße, ehrlich. Ach ja. Ja, schade, dass du deine Nägel nicht gemacht hast, Mann. Egal, Insta, Cody_98 und Snapchat, Cody105. Ciao. Jetzt geht's in die nächste Runde. Welches Outfit findet ihr auf Anhieb am Krass, habt ihr nicesten? Gina Leitschek einfach hier hingeholt? 1. Ja, ich finde 1. 2 kannst du fast drüber gucken, Alter. Das ist voll hot. Aber sie hat auch hohe Schuhe an. Ja, auch. Ja. Okay. Ja, sie ist Digga, groß. was ist denn jetzt los? Groß, ja. Muss ich auch sagen. Safe. Du musst jetzt eine Frage stellen. Ja. Also, mir ist Humor sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen versuch mich einfach zum Lachen zu bringen, okay? Also, Oh nein. ich kenne viele Witze, aber ich glaube, das sollten wir privat und nicht im Internet, weil die sind schon echt gottlos. Sind die so schlimm? Also, ich kenne auch deine Videos und ich finde schon, wir haben denselben Humor. Erzähl du mal Also, einen du Witz. sagst, wir haben denselben Humor. Ja, safe. So feierst du die Videos auch? Ja. Das ist eine übelst schwere Aufgabe. Versuch du es doch mal. Erzähl du mal einen Witz und bring die zum Ja, Lachen. no joke. Also wenn jemand sagt, bring mich zum Lachen, dann geht das einfach nicht. Hart, Walter, das war schon. Die hat mir einfach diese. Okay, ich versuche es zum Lachen zu bringen. Ihr müsst ehrlich sagen, ob ich euch zum Lachen gebracht habe oder nicht, okay? Also, warte. Okay. Okay. Geht einer in die Stadt, okay? Geht einer in die Stadt, dann sieht er da ein Stehkaffee. Und da sitzt einer. Ich beende den Stream. Uno, du hast gegeben, Bruder, hä? Das ist schon krass. Ey, ich hab doch extra gesagt, bei mir ist immer sehr spontan. Meine Videos sind auch spontan, weißt du? So. Gut, das können jetzt auch alle sagen. Ich habe eine Story. Einfach, keiner hat dich gefragt, Nummer 2. Doch, Nummer 2, wir machen es weiter. Guck mal, eine Story hat nichts mit Humor zu tun. Ja, aber was sollen die jetzt sagen? Sollen die jetzt einen Witz sagen? Ja, einen Witz, den sie nice Okay, findet. Sie denkt, dass ich den auch lustig finde. Ja, dann kannst du ja auch spontan einen Witz sagen. Kommt der kleine Stift zum großen Stift und dann sagt der große Stift zum kleinen Stift, wachs mal Stift, weißt du? Wegen Bruder, ich schwöre, der ist keiner. Wer ist das? Macht der auch TikTok oder so? Das ist gut. Ja. Dann Kandidatin Nummer 2, erzähl einen kurzen Witz. Oder Eine Story. Genau, meine lustige Story war eigentlich nur, ich bin beim Abiball von der Bühne gefallen. er hat Das ist gelacht. gut. Ja, aber Bruder, das hat Ja, aber nichts das mit dem kann- Humor ja, zu tun. auch so, mal, deswegen. Kandidatin 3. Ich hab keine Ahnung, was ich da mache, Digga. Das ist schon cool. Bisschen Gänsehaut, aber sie hat durchgezogen, deswegen, also Kandidatin 4. Auf die Schnelle würde mir jetzt auch kein Witz einfallen, aber das Video mit der Frau mit der Glatze, das fand ich sehr witzig, was du in deiner Story hattest. okay, stark. Also, ich fand das Video mit diesem, du findest mich behindert. Naja, basierend darauf habt ihr aber super verschiedene Antworten und ihr könnt eine rauswählen. Nummer 2, das hat mich nicht überzeugt. Du musst da noch was bringen eigentlich, ne?
Das war echt lustig, ey. Warum hat Siko so auf einmal gestöhnt? Hä, das fand ich eine 10 von 10. Wir War haben alle gut, gelacht. ey, ich schwöre, war gut. Wingman, was sagen Sie dazu? Kurze Besprechung. Also, Kurze Besprechung. Digga, wisst ihr, an wen mich er hier erinnert? Komplett random. Er hier. Ich weiß nicht. Der gibt mir irgendwie Farb-Vibes. Ich weiß nicht warum. Hä? Ich weiß nicht. Weil der steht halt immer daneben, hält seine Fresse. Und wenn er dann irgendeine Hilfe braucht oder so, dann redet er. 1 findest du halt ultra süß. ja, safe. 2 ist groß. Das 3 ist sehr groß. Wie groß genau? 1,78. Finde ich nice. das ist krass. 3 hat ein Huhn nachgemacht, das war crazy. Und 4, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was 4 Schon gemacht hat. Danke für Content. 4 hat das gesagt mit dem Video mit dem Haargummi. Ja, das war auch krass. Ja, stimmt. Boah, das ist hart gerade, sage ich dir ehrlich. Zum Glück bin ich nicht in deinen Schuhen gerade. Krass. Viel Glück. Bester Wingman auf jeden Fall. Hör auf dein Herz. Nummer 4. Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Oh, krasse Hi. Haare. Dankeschön. Crazy. Hallo. Es geht. Hallo. Cody freut mich. Ja. Der Jam war sehr überzeugt von Ja, ich verstehe nicht, wie man Danke. so einen Fehler machen kann. Danke, dass du da warst. Gerne. Digga, wie kann er das denn so sagen, Digga? Tschüss. Ciao. Okay, Halbfinale. Wir brauchen noch eine Frage, damit wir im Finale So, sind. es geht direkt weiter. Es geht direkt weiter. Sagt mir, warum ihr die Richtige für mich seid. Oh, süß. Kandidatin 1, warum bist du die Richtige für Cody? Also ich bin die Richtige für dich, weil wir auf jeden Fall gut viben könnten. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich dass du Jam gerade Oh. Denselben Musikgeschmack haben teilweise und auch denselben Humor und ich glaube, wir könnten viel Spaß miteinander haben. Sie ist todessüß, ja. Also Real, ich hätte mich schon längst verliebt. Habe ich schon, ich sag ehrlich. Kandidatin 2, warum bist du die Traumfrau für Cody? Ich denke, wir passen gut von der Größe auf jeden Fall und ich suche jemanden, der mich gern zum Lachen bringt. Ich lache gerne. Ich will auch einfach nicht mehr so auf Dating-Apps sein. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ja, ich will endlich mal einen Freund haben, weil ich habe keinen Bock mehr, Tinder zu benutzen. Ja, Mann. Kandidatin 3, warum bist du die Traumfrau für Cody? Weil ich ins Gym gehe und wenn du deine Glasflasche nicht aufbekommst, kann ich sie dir aufmachen. Stark! Ja, gut. Aber die haut dich dann auch. Spann mal an einmal. Okay. Stark. Also Du mehr wirst als dir dann ich. fühlen, das Ist mehr als ich, okay. Darauf basieren musst du jetzt aber eine rauswählen. Ja. Was sagst du? Alle 3 cute. Ja, ehrlich. Wie das aussieht, ne? In der Mitte so einfach Giraffe und dann 2. Übertreib. Digga, no joke, das ist seit langem das beste Video, Digga. Wirklich. Echt mal, keine Giraffe. Ist Ich einfach mag hohe große Schuhe. Frauen, das war nicht mal böse gemeint. Michael Jordan steht einfach hier. Ich schwör dir, die ist genauso groß wie ich. Was laberst du? Die kommt oben mit der Hand noch dran und kann den Vorhang richten ein bisschen. Ich wollte gerade ausprobieren. Extrem schwer. Wenn ich ehrlich bin, du machst halt keinen Gym. Argument ist da. Ich fand die Antwort stark, war ein bisschen lustig so, aber ich hätte mir so eine ehrlichere Antwort vorgestellt, weißt du? So ein bisschen auf süß. Mein Glas kann ich auch selber aufmachen. Okay. Ein bisschen Ego gekratzt. Kandidatin Nummer 3, die Drei raus? Okay, krass. Ach du Kacke. Hast du Angst vor stabile Frauen? Nein, Wow, hi. Hi. Schon echt eine Süße, ja. Ja, wunderschön, ehrlich. Krass. Dankeschön. Das ist voll das schöne Lächeln, Alter. Das ist meine. Also die bei mir mit. Nein, Nee, du jetzt nicht mehr. ist halt nicht mehr deine. Ja, okay, sorry. Fehler passieren, Alter. Ja. Eben. Na, danke, dass du da warst. Kannst Ja, du schön super was. setzen. Dankeschön. Ciao. Er sagt, während noch 2 andere da stehen, sagt er, Fehler passieren. Er sagt aber jetzt schon, er hat falsch gemacht. Ciao. Ich weiß. Schalte. Er wird 1 nehmen, 100%. Aber die anderen beiden sind auch cute. Finale. Spannend. Hast du eine finale Das ist eine Frage? finale Frage. Nein. Stellt ihr eine. Krass. Uno Reverse. Krass. Das hat Zabex auch gemacht. Wer Das ist ist das? super. Hab ich dir gestern gezeigt. Ah, doch, Ja, original. ja. Der Jam mag ihn voll. Ich liebe ihn auch, er ist cool. Dann Kandidat Ich Nummer nicht, 1, ich hast du hasse eine Zabex. Frage an Cody. Okay, du meintest ja, du stehst auf Füße, hast du jetzt öfters erwähnt. Bist du dann auch so einer, der Füße leckt oder eher nicht? Starke Frage. Ja. Kandidatin Nummer 2. Obviously. Einfach aus Neugier. Was ist dein Bodycount? Beziehungsweise wie hoch ist dein Bodyaccount? Was heißt Bodycount? Body-Account. Bruder, allein deswegen schon raus. What the fuck, Digga, was für ein Body-Account? Einfach aus Neugier. Was ist dein Bodycount? Beziehungsweise wie hoch ist dein Bodyaccount? Was heißt
Buddy-Account. Buddy-Account. Wie vielen Leuten oder Partnerinnen du was hattest? Das weiß der ganz genau. Achso. Ja, also Real Talk, keine Ahnung, ich schwöre. Ich habe keine Liste oder so, also nicht mehr weitergeführt auf jeden Fall. Ja, die war auch lang. Basierend darauf müsst ihr jetzt aber eine rauswählen. Ja, stell mir noch eine Frage. Nein, halt sei nicht so faul. Nee, dann musst du eine Frage noch stellen. Okay. Eine noch. Ja. Okay. Nee, ich weiß es. Ich brauche gar keine Frage mehr stellen, ich weiß es. Sein Herz lenkt ihn. Mein Herz, ich schwöre. Du kannst auch mal hingehen und so gucken, ob dein Herz so richtig dahin pulsiert. Kann ich einmal deine Hand halten, Nummer 1? Das sieht so aus, als hätte sie voll kalte Hände. Oh mein Gott, wie süß. Ja, das fühlt sich schon richtig an. Was hast du für eine Schuhgröße, Alter? Ernst? Guck mal, ihre Hand, Bro. Ist vielleicht groß. Einfach so groß wie meine Hand fast, ne? Also Nummer 1 hat sich voll schön angefühlt und die da hat so ein bisschen gekribbelt auch, weißt du? Deswegen. Also schon eher Nummer 1. Von Anfang an fandest du sie auch am Ja, coolsten. übertrieben. Ja. Und ihr Outfit und so, Ja. stimmt. Okay, dann Kandidat Nummer 2, das muss jetzt hervorkommen. Ich würde. Oh, hä? Was geht? Boah, du siehst so Bombe aus. Ja, ich versuche mich zu konzentrieren, dir in die Augen zu gucken. Ja, so aufgeregt. Ja, sorry, Alter. Ja. Ich würde dir noch mal gerne gönnen wollen. Deswegen, Okay. ich liebe es zu gönnen. Oh mein Gott, Digga. Oh, das ist crazy, Mann. Bruder! Hey, dein Freund kann auch schauen. Ihr könnt auch ein Doppelteam machen. Ich hab Angst. Trau dich. Trau dich. Trau dich. Das ist krass. Das ist krass. Also das ist krass. Das ist krass. Das ist ernst krass. Das ist krass. Hey, Wifi-Material. Aber ich bin oder? eh nicht so der Tittentyp, Digga. Ja, das ist deswegen. krass. Hey, aber ihre Boobs sind Ich take jetzt wahrscheinlich auch wieder hunderte Ls, aber Brüste größer als Arsch. Also von der Skala her jetzt nicht bei ihr, aber also von, checkt ihr? Ja, gut, schön viele Ws. Gut! Ihr habt alle Geschmack. Jawohl. 2 Bombenfass. Digga, mich hier ein Hurensohn. so schön. Dankeschön. I wish. Danke, dass du da Hat mich warst. voll gefreut. Ihre Boobs waren. Aber das ist nicht die Frau fürs Leben. Ja. Weil sie mir Boah, direkt deep. ihre Titten gezeigt hat. Dieb. Digga. Ja, richtig so. Richtig so. Das würde Nummer 1 niemals machen. Wifi-Material. Okay, bist du bereit für deine Traumfrau? Ja, ich bin voll aufgeregt. Ja? Alter. Ja. Willst du dich hier hinstellen? Ja. Wir beobachten. Ich bin so aufgeregt. Sie werden so schneller wachsen. 3, 2, 1. Hi, Schatz. Und dann meine Schuhe creasen. Endlich. Hey, passt. Doch eine süße Ernst. Also war die richtige Entscheidung auf jeden Oh Fall. Mann, ihr seid so süß. Bruder, die sind einfach jetzt schon zusammengekommen, WTF. Das erste Mal, dass in diesem Video wirklich welche zusammengekommen sind. Ich hab Hotel hier in Köln, also keine Ahnung. Wow. Nein, also für meine Mutter halt vorzustellen, deswegen, weil ich meins voll ernst. Papa auch? Auch. Geht ihr jetzt auf euer erstes Date? Ja? Die passen Wir gehen eigentlich, jetzt, oder? ja. Die Wir lassen passen euch gut. alleine und wir gehen jetzt weg. Tschüss. Tschö. Ach Mann. Was für dich, meine Frau, Mann. Machen wir auch noch. Aber wie süß sind die denn bitte? Haben wir gut gemacht. Das ist ein guter Wingman. Got you, man. Tschüss. Digga, ich schwöre, bestes Video bis jetzt seit langem. Das war Retalk geiles Video. Digga, W, wirklich. Digga, die kommen aus den 2 war geil.